Dankeschön. Ja, ich bin auch gespannt. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sprechen darf. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gesprochen habe. Und ich darf heute den letzten Teil vom Römerbrief machen, also Römer 12 bis 16. Und die lustige Aufgabe, die ich dabei hatte, war, den letzten Teil zu machen, ohne die ersten 3 Predigten mitbekommen zu haben. Weil ich immer beim Kinderprogramm war, habe ich das so nicht mitbekommen, aber Gott sei Dank können wir das ja aufnehmen und ich konnte das zum Großteil nachhören. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob mir das einigermaßen gelingt. So, der Römerbrief, den wir durcharbeiten in den 4 Predigten, den haben wir letztes Jahr im Sommerlager auch schon durchgearbeitet, allerdings auf ein bisschen anderem Level. Und ich war bei der Sitzung, wo das entschieden wurde, den Römerbrief durchzuarbeiten, gar nicht da, weil ich dort noch nicht dabei sein konnte, weil ich auf der anderen Arbeit war. Und hinterher kam Misha an und fragte mich, ja, kannst du dir vorstellen, den 4. Teil zu machen? Und ich weiß noch ziemlich gut, wie ich dort im Büro gesessen habe und kurz drüber nachgedacht habe. Ich wusste vom Sommerlager noch ungefähr, um was es geht. Und habe einfach mal schnell zugesagt, habe gesagt, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, um das vorzubereiten. Und als ich das dann so richtig angefangen habe vorzubereiten, ist mir so aufgefallen, naja, so eine Predigt ist kein Sommerlager. Und heute darf ich die 4 Kapitel zusammenfassen. Und das, was ich gleich am Anfang sagen möchte, auch, glaube ich, wo die anderen mir sehr zustimmen werden, ist, keine von diesen Predigten wird das, was im Römerbrief drin steht, annähernd gerecht. Lies den Römerbrief selber. Und ich habe das im Sommerlager zu den Kindern auch schon gesagt. Ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern. Lesen war jetzt nicht so mein Hobby. Und da habe ich die Kinder gefragt, wer liest nicht gerne? Erwartungsgemäß haben sich ca. 3/4 gemeldet. Und dann habe ich ihnen gesagt, wenn du nicht gerne liest, aber du trotzdem wissen willst, was in der Bibel steht, dann lies einfach den Römerbrief, das ist sozusagen die Zusammenfassung. Und dann haben sie überlegt und kurz nachgefragt, ja, kann das denn wirklich sein? Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich kannst du dir das alles noch ausführlicher durchlesen, wenn du die ganze Bibel liest, aber wenn du wissen willst, um was es in der Bibel geht und was dort drin steht, dann kannst du dir tatsächlich die 16 Kapitel im Römerbrief durchlesen und du wirst danach auf ziemlich viel sehr gute Antworten kommen. Und das haben wir ja auch schon gemerkt in den anderen 3 Predigten von Gisela, wo Gisela angefangen hat und im Kern eigentlich gesagt hat, jeder von uns braucht Gott. Egal, wo wir stehen, egal, wo du bist in deinem Leben, egal, wie tief du gefallen bist, egal, wie weit oben du vielleicht gefühlt stehst, jeder braucht Gott. Wir selber haben keine Chance. Der 2. Teil, den Anne gemacht hat, umso schöner, weil wir Gott brauchen, hat Gott darauf eine Antwort gegeben und hat einen Weg geschaffen. Und das ist das, was wir im 2. Teil gehört haben und jetzt den letzten Teil, den Misha gepredigt hat, über Israel und die Juden und die Christen und so weiter, was ja über viele, viele Jahrhunderte in der Geschichte deutlich wird, dass nicht wirklich verstanden wurde, dass wir den Israeliten zu ganz, ganz großem Dank verpflichtet sind. Wir können dankbar sein, dass es die Juden gibt und dass Gott mit ihnen so eine geniale Geschichte geschrieben hat, die wir heute lesen dürfen. Und den Teil, den ich heute machen darf, der ist ein bisschen herausfordernd, für mich im doppelten Sinn herausfordernd, weil als ich auf der Bibelschule war, hat der Lehrer, der mit uns das Predigen, wie predigt man, wie geht man an eine Predigt ran, mit uns durchgearbeitet hat uns einen Tipp mit auf den Weg gegeben am Ende und hat gesagt, predige nicht über ein Thema, wo du nicht schon selbst gewisse Prozesse durchlaufen hast oder wo du gerade mittendrin in einem Prozess drinne stehst, weil dort siehst du einen großen Teil der Dinge sehr wahrscheinlich ein bisschen einseitig. Und das ist ein sehr, sehr guter Tipp, aber was für mich die Herausforderung ist, ich stehe genau in einem Prozess, zu dem ich heute mit euch sprechen darf und deswegen habe ich mir Mühe gegeben, das ausgewogen zu machen. Ob mir das gelungen ist, darfst du hinterher selber beurteilen. Das Letzte zu meiner heute recht langen Einleitung, was ich sagen möchte, ist,
nimm bitte keine von meinen Aussagen, die ich heute treffe, davon auf, als wäre das hier von oben herab oder als wäre ich in irgendeinem Stück weiter oder besser als du selber, der hier heute sitzt. Das ist definitiv nicht der Fall. Und wie Gisela das gesagt hat, wir alle, mich eingeschlossen, wir brauchen Gott. Heute mehr und morgen noch mehr. Und deswegen predige ich heute genauso zu mir selber, wie ich zu allen von euch predige. Und das gelingt und damit das für dich auch eine Predigt wird, wo du was mitnehmen kannst, möchte ich am Anfang jetzt noch beten. Danke, Jesus, dass du uns die Bibel gegeben hast, dass du uns einen so genialen Brief wie den Römerbrief gegeben hast, dass wir das lesen dürfen, dass wir daraus lernen dürfen und dass wir das mitnehmen dürfen. Und ich bete, dass du diese Predigt und das, was du vorbereitet hast für jeden Einzelnen, dass das heute durchkommt und dass jeder Punkte mitnehmen kann für sich, die in sein Leben hineinsprechen, die in seine Situation hineinsprechen. Nicht das, was ich ausgearbeitet habe, soll zählen, sondern das, was du vorbereitet hast. Amen. Ich möchte anfangen mit dem 12. Kapitel. Und im 12. Kapitel bemüht Paulus gleich am Anfang eigentlich wieder dieses Bild von dem Leib mit verschiedenen Gliedern. Und das ist ja heute überall gebräuchlich, deswegen lese ich davon auch nicht alles vor. Ich glaube, selbst wenn du nicht gläubig bist, kennst du das, weil das nimmt man ja schon seit, keine Ahnung, Jahrzehnten wahrscheinlich auch in der Wirtschaft. Wenn gewisse Bereiche in einem Unternehmen, in der Gemeinde oder in deinem eigenen Körper nicht richtig zusammenarbeiten, dann funktioniert das einfach nicht richtig. Und das ist das, was Paulus hier gleich am Anfang sagt und wo es mir heute auch ein Stück weit drum geht. Und das, was mir dabei ganz wichtig geworden ist und aufgefallen ist, wir in der christlichen Welt, wir tendieren ja schon, sage ich mal, zu einem Großteil dazu, nachzuschauen, ja, wer ist denn jetzt der große Worship-Leiter, wer ist der große Prediger? Und wenn wir das so durchgehen und wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selber sind, dann wie werden so christliche Konferenzen und Veranstaltungen geplant? Macht man einen Flyer, lädt ein paar sehr bekannte, gute Leute ein. Und wenn man das zum Beispiel wie hier in der Halle machen würde, müsste man mal gucken, wie viele Leute passen hier rein, okay, welche Namen kommen dort in Frage. Und dann machen wir einen schönen Flyer von der ganzen Sache. Und in 90% der Fälle würde die Halle wahrscheinlich relativ schnell ausverkauft sein, weil es kommt ja der oder jener. Und mit dem kommt ja auch die Salbung und der Herr fast persönlich. Und das, was mir wichtig geworden ist, es geht nicht um die Plattform. Es geht nicht um die Plattform, es geht nicht darum, wer hier oben steht oder ob du hier oben stehst oder nicht hier oben stehst. Gott ist die Plattform sowas von egal, wo du deinen Dienst tust. Du musst nicht von Leuten gesehen werden, du musst nicht im Rampenlicht stehen. Und das ist Gott überhaupt nicht wichtig. Wir Christen sind eigentlich diejenigen, die diese Plattform und diese Bühnen so groß gemacht haben und angefangen haben, Dinge hinein zu interpretieren, die dort gar nicht hingehören. Und mit welcher Überzeugung sage ich das Ganze? Wenn wir uns die Bibel mal ganz ehrlich anschauen und gucken, wie Jesus so unterwegs war, dann hat er sich bei den Schwachen und bei den Sündern viel, viel, viel wohler gefühlt als bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, die dort auf den großen Bühnen so unterwegs waren. Ganz im Gegenteil, mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, ich will mal vorsichtig ausdrücken, war sein Verhältnis doch ein bisschen angespannt. Und deswegen ist mein erster Punkt, wir Christen müssen unbedingt aufhören, den Bühnen und den wichtigen Leuten darauf hinterherzulaufen. Ich bin noch nicht so mega alt, aber ich bin alt genug, um mitbekommen zu haben, dass in den letzten Jahrzehnten weltweit in den Gemeinden viele von den sehr, sehr wichtigen Leuten ganz, ganz tief gefallen sind.
Und das liegt daran, dass diese Leute einer Aufgabe gerecht werden müssen, der sie nicht gerecht werden können. Weil diese Menschen, die können predigen, die können wunderbar Lobpreis machen, aber die übernatürlichen Dinge können sie nicht tun. Das tut Gott oder Gott tut es halt nicht. Und wenn ich den Druck habe, Sonntag für Sonntag, Woche für Woche hier irgendwie den Himmel auf die Erde zu predigen oder runterzuholen, dann komme ich in einen Druck rein, dass ich etwas darstellen muss, was ich nicht bin und was ich nicht kann. Und dass diese Menschen dann fallen, ist in erster Linie gar nicht mal unbedingt die Schuld der Menschen, sondern ist das, was wir aus ihnen gemacht haben. Und ich lese hier einen kurzen Abschnitt dazu vor. In Kapitel 12, Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Einzelne Glieder, aber diese voneinander. Und wir als Gemeinde sind ja alle miteinander verbunden. Ich habe mal eine Zeit lang relativ viel mit Russlands deutschen Gemeinden zu tun gehabt. Und bei denen ist dieses Bruder und Schwester noch deutlich enger, als das bei uns ist. Und das war noch ganz lustig, weil für mich war das immer so ein bisschen oldschool, Bruder und Schwester im Herrn und so. Aber je länger ich dann dort mit denen so unterwegs war, desto mehr ist das auch irgendwie zu einem Spaß geworden und hat auch jede Menge Spaß gemacht. Wenn du dann irgendwo dort in so eine Gemeinde gekommen bist und dann war dort irgendwie so ein 75-jähriger Pastor, der das schon seit 30 Jahren gemacht hat, mein Bruder. Und es hat mega Spaß gemacht und wir dann immer, ey, yo, und so, als wäre das voll mein Homie. Und das war mega witzig und für die war das irgendwie so ganz normal. Aber wir sind ja auch hier in der Gemeinde miteinander verbunden und haben miteinander was zu tun. Und wenn wir das Bild mal ganz ernst nehmen, ein Leib und verschiedene Glieder, dann müssen wir ja eigentlich sagen, ich habe nicht Medizin studiert, aber in den meisten Fällen sind die inneren Verletzungen, die nicht sichtbaren, oft tödlicher und gefährlicher als die sichtbaren. Klar, wenn du irgendwo vom Hausdach springst, dann sieht das auch äußerlich nicht gut aus. Aber das, was ich hiermit meine, ist, innere Verletzungen, wenn wir uns das angucken, alleine nur schon, was Waffen angeht. Früher sind die noch mit Keulen aufeinander losgegangen, heute hat man einen Schuss. Von außen magst du diesen Schuss nicht mal unbedingt sehen, aber der ist definitiv tödlich. Und so ist es doch bei jedem von uns selber auch. Vielleicht sind die äußeren Verletzungen nicht so schlimm. Das Bild, was du nach außen gibst, wie du mit Gott unterwegs bist, ist vielleicht gar nicht so schlimm. Du siehst eigentlich nach außen hin ziemlich gut aus. Du bist am Sonntag in der Gemeinde, du liest die Bibel, du betest und so weiter. Aber die Verletzungen, die in dir drin sind, die arbeiten, die bluten. Und das mag nach außen hin über relativ lange Zeit nicht sichtbar sein, was eigentlich in dir drin los ist. Aber gesund ist das nicht. Und genauso ist es bei uns in der Gemeinde auch. Wir als Gemeinde müssen nicht nach außen hin irgendetwas darstellen, wenn es innerlich nicht da ist. Wir können nicht nach außen hin ein Bild von Brüdern und Schwestern vermitteln, wenn wir innerlich innerhalb der Gemeinde uns möglichst aus dem Weg gehen. Das ist nicht die Realität. Und genauso gibt es aber Dinge, die äußerlich ja so schwach aussehen und innerlich aber unglaublich stark sind. Und dazu habe ich dir ein Beispiel mitgebracht. Und zwar meine Großmutter, die jetzt mit 93 in Adelboden lebt, die hat mit, ich weiß nicht genau, 40 oder so einen Luftröhrenschnitt bekommen. Und damals haben sie ihr gesagt, ja, es wird wahrscheinlich noch 5 Jahre gehen. Mittlerweile ist sie 93, lebt immer noch in Adelboden und ist immer noch total fit.
in dem Sinne, dass sie immer noch, wenn sie uns besuchen kommt oder wir sie besuchen kommt, genau weiß, welche Enkelkinder machen was, wo seid ihr dran, wie läuft das in der Gemeinde, sie ist interessiert. Nach außen hin, wenn sie irgendwo unterwegs ist, dann siehst du ihr die 93 Jahre an. Sie sieht schwach aus. Die ist nicht irgendwie fast am Walken, sondern nach außen ist sie schwach, aber innerlich, die ist fast ihr ganzes Leben lang gläubig. Und wenn sie betet oder Bibel liest, dann merkst du was von dieser innerlichen Stärke, die da ist. Und das kann ich bei weitem und ohne irgendein Problem sagen. Das wünsche ich mir, dass ich das auch irgendwann mal habe. Aber da bin ich mit Sicherheit noch weit weg. So eine Beziehung zu Gott zu haben, so ein Vertrauen zu Gott zu haben, so eine Power im Gebet zu haben, da können wir viel, viel lernen von der älteren Generation. Der nächste Punkt oder das nächste Beispiel, was ich da machen möchte, ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, in Kentucky, in Wilmore in den USA, dort ist diese Asbury University und dort hat am 8. Februar in diesem Jahr ein Studentengottesdienst angefangen, der bis heute nicht aufgehört hat. Dort ist ein Stück weit eine Erweckung losgebrochen. Mittlerweile hat die gesamte Universität den Schulbetrieb eingestellt und hat gesagt, wir können so keinen Unterricht machen. Gottes Wirken ist so stark und so präsent vor Ort und wir haben so ein Verkehrschaos. Wir haben für die nächsten 2 Wochen den Unterricht komplett eingestellt. Komplett. Weil Gott so stark dort am Wirken ist. Und du kannst dir das auf YouTube angucken, müsstest einfach nur eingeben, Asbury University, gibt es mittlerweile Livestreams davon. Und das, was mir richtig gut an dieser ganzen Sache gefällt, diese Kapelle, diese Studentenkapelle oder Universitätskapelle, die dort ist, die sieht so überhaupt nicht nach Erweckung aus. Da ist hinten noch so eine uralte Orgel und vorne, da ist überhaupt gar nichts, da hängen uralte Lampen drin, aber das Ding platzt fast. So viele Leute wollen dort rein. Die haben kein Schlagzeug stehen. Da sitzt einer, wie gerade vorhin, auf der Cajon und spielt. Keiner von diesen ach so großen Worshipern ist dort vorne auf der Bühne. Das sind alles Studenten. Und das Interessante ist, diese ganzen so wichtigen Leute, denen wir ja so Wichtiges beimessen, die pilgern alle einer nach dem anderen dahin und stehen 3 Stunden in der Kälte, um hoffentlich mal für 45 Minuten eine Session dabei sein zu können. Und dann haben sie die interviewt, das ist auch ganz lustig, in den USA kommt sowas jetzt noch im Fernsehen, dann haben sie die interviewt und haben gefragt, ja, warum fahrt ihr jetzt alle dahin und so? Das bringt doch gar nichts. Und die alle sagen in den Interviews, finde ich hochinteressant, das ist eine ganz neue Dimension von Erweckung, die dort ausbricht. Dort ist kein Name drauf gebrandet, dort ist keine große Person, die vorne auf der Bühne steht. Das sind Studenten, das sind Jünger Jesu, die diese Erweckung führen. Und das ist, was es echt macht. Und davon brauchen wir mehr. Deswegen, damit unterstreiche ich meinen Punkt, lasst uns aufhören, den Plattformen hinterherzulaufen. Dann geht es weiter, die Liebe untereinander soll euch zusammenhalten und ausmachen. Als ich so drüber nachgedacht habe und wie ich dann sowieso gerade dabei war mit Leib und Glieder und so weiter, ist mir so aufgefallen, die Liebe kann man vielleicht am besten vergleichen wie die Sehnen, die man im Körper hat. Wie meine ich das? Die Sehnen sind auf der einen Seite total flexibel und auf der einen Seite aber unglaublich belastbar. Wir waren gestern mit den Teenies Skifahren beim Snow Day. Dementsprechend fühlen sich meine Beine heute auch an. Aber das, was ich dort spüre, sind ja in erster Linie die Muskeln. Aber diese Muskeln, die ziehen ja nicht direkt am Knochen, sondern die sind mit den Sehnen verbunden. Und das, was ich in den Muskeln spüre, das halten die Sehnen dauerhaft genauso aus. Die beklagen sich nur nicht so.
Und genauso wie Muskeln an den Sehnen ziehen und Kraft ausüben, bin ich davon ganz, ganz fest überzeugt, dass das Ziehen und die Belastungen an den Ecken von der Gemeinde in Zukunft eher mehr werden wird als weniger. Die Gesellschaft, die sich immer mehr trennt und in Gruppen verteilt und abspaltet voneinander, das zieht an der Gemeinde. Weil jeder von uns ist in der einen oder anderen Gruppe vielleicht vertreten, ist in der Gesellschaft dort integriert und das ist ja auch alles richtig und wichtig. Aber die Gemeinde wird nicht funktionieren, wenn wir uns weiter auseinandertreiben lassen und in Gruppen aufteilen. Es darf mit Sicherheit Schwerpunkte in der Gemeinde geben. Für alle, die heute das erste Mal da sind, dass hier in der Gemeinde der Worship groß geschrieben wird, habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Und das darf absolut sein. Aber was meine ich mit dem Abspalten von Gruppen? Ich nehme jetzt extra ein bisschen provokatives Beispiel. Wenn wir so in die Gesellschaft reingucken, dann gibt es die Vegetarier, dann gibt es die Veganer und dann gibt es noch die irgendwie alles essen. Und dann gibt es ja noch, keine Ahnung, irgendwelche Untergruppen, habe ich auch keine Ahnung von. Aber diese spalten sich immer mehr voneinander ab. Und der eine ist gegen den anderen. So, du grillst im Sommer und deswegen geht die Welt unter und der andere sagt, ja, das finde ich aber blöd, weil das Tofu schmeckt mir jetzt nicht. Und so geht das aufeinander los. Und du kannst jetzt die Gesellschaftsreihen durchgehen, was es alles so gibt. Dann gibt es die sind total für den ÖV, die anderen sind fürs Auto, die anderen finden Skifahren toll, weil das ist gesund, die anderen sagen, nee, das macht die Natur kaputt. Und jetzt können wir einfach so weitergehen und was wir relativ schnell merken ist, die Gesellschaft treibt sich da voll auseinander. Die spalten sich immer mehr auf in irgendwelche Gruppen und das ist für die Gemeinde keine Lösung. Wir können nicht anfangen, eine Gemeinde zu machen, ja, jetzt sind wir hier eine Gemeinde für die Vegetarier und hier sind wir eine Gemeinde für die Veganer und hier darf der Rest dann auch noch hin. So kannst du keine Gemeinde bauen. Ist auch nicht das, was Gott uns in der Bibel verheißt. Und das Lustige ist, das Beispiel ist mir gekommen und ich habe so weitergelesen und im Kapitel 14 steht genau das. Einer glaubt, er dürfe alles essen. Der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn aufgenommen. So, Gott ist das relativ Banane, ob du dein Fleisch isst oder nicht. Das ist doch schön zu wissen. Und das, was wir mehr brauchen, ist ein bisschen mehr Annahme in der Gemeinde. Hey, auch wenn du dein Fleisch isst und ich das überhaupt nicht cool finde, hey, dich mag ich trotzdem. Und nicht wegen dem Fleisch, sondern weil du auch mit Gott und mir verbunden bist, weil wir eine Gemeinde sind. Und ich glaube, jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, das ist jetzt so ein sprachliches Bild und das muss man jetzt auslegen und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Bibel ist manchmal ganz einfach klar. Manchmal meint die Bibel das einfach so, wie sie es schreibt. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, Gott hat vor fast 2000 Jahren den Paulus benutzt, um den Römern zu schreiben, dass wir uns heute nicht in Vegetarier- und Veganergemeinden aufteilen sollen. Das ist doch mal was. Die Bibel ist hochaktuell. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem dem Christus dient, ist wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun auch dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstört nicht einer Speise wegen Gottes Werk. Eine Aufspaltung in weitere, wie es in der Gesellschaft zu sehen ist, ist für uns als Gemeinde keine Option. Dann gehe ich noch ein Kapitel zurück. Ihr merkt schon, ich gehe nicht nach der Reihenfolge. Das hat keinen großen theologischen, sinnhaften Grund, sondern das ist mir einfach bei der Vorbereitung so gekommen. In Kapitel 13 geht es noch um das Thema Obrigkeit. Obrigkeit, Regierung, Staat und so weiter wird dort angesprochen. Und dort heißt es, dass Gott die Obrigkeit eingesetzt hat. Nach dem lustigen, bisschen ernsthafter Teil wieder. Ich kann dir auch nicht sagen, was Gott mit so einer
angespannten Weltlage, wie wir das aktuell haben, vorhat. Wüsste ich auch gerne. Aber das, was ich dir sagen kann, ist, dass Gott die Kontrolle nicht verloren hat. Und dass Gott auch mit den Leuten, die wir nicht so wirklich verstehen, dass die nicht in dieser Position wären, wenn Gott das nicht wollte. Warum das so ist, das ist eine andere Frage. Aber Gott hat die Kontrolle nicht verloren und dort sitzen an den Schalthebeln nicht irgendwelche Leute, die Gott dort nicht haben möchte. Und ich bin auch absolut davon überzeugt, dass Gott nach wie vor die Herzen der Mächtigen lenken kann wie Wasserbäche. Das hat er nicht verlernt. Das kann er immer noch genauso. Und dass wir dafür beten, dafür bin ich absolut und das sehe ich auch als absolut richtig an. Hier möchte ich aber einen kleinen Sonderpunkt einfügen, auch wenn das so nicht im Römerbrief steht, ist mir das aber sehr wichtig. Wir als Christen dürfen der Obrigkeit und der Regierung aber auch nicht einfach nur blind hinterherlaufen. So nach dem Motto, ja, die hat Gott schon eingesetzt, hat schon alles seine Richtigkeit. Das ist nicht das, was uns die Bibel dort im Gesamtkontext sagt. Wir als Christen sind zuerst Gott gehorsam verpflichtet und danach der Regierung. Warum sage ich das hier so klar? Angenommen, hier in der Schweiz mag das jetzt nicht kurzfristig ein Thema sein, aber weltweit gibt es das und leider auch immer wieder mehr, dass eine Regierung auf die Idee kommt, das Christentum zu verbieten. Dann sind wir der Regierung nicht gehorsam verpflichtet. Warum? Mein Heil bei Gott ist mir wichtiger als irgendein Gesetz, was die Regierung macht. Weil hier auf der Welt bin ich 70, 80, vielleicht 90 Jahre. In der Ewigkeit ist es ein bisschen länger. Ich bin zuerst Gott gehorsam verpflichtet und dann der Obrigkeit. Ich stütze die Aussage noch mit dem Alten Testament. Ich habe Anfang Januar wieder angefangen, die Bibel von vorne zu lesen. Und wenn ihr so lest in Könige, Chronik, was dort alles immer wieder passiert ist und welche Könige dort unterwegs waren. Und dann gab es einen, der war Gott gehorsam, dann wurde das Volk gesegnet, dann gab es einen, der war Gott nicht gehorsam, dann wurde das ganze Volk wieder gestraft. Sehen wir aber in dem ganzen Hin- und Herspiel, was dort immer wieder passiert, sehen wir eins immer wieder ganz deutlich. Es gab in jedem Zeitabschnitt, wo auch Könige waren, die Gott nicht gehorcht haben, gab es immer Menschen, die dem König dort nicht gefolgt sind, sondern weiter Gott treu geblieben sind. Und wir lesen immer wieder an ganz vielen verschiedenen Stellen, und Gott segnete diese Menschen, weil sie Gott treu geblieben sind. Gott treu zu sein, ist wichtiger. Das heißt natürlich nicht, dass du deine Steuern hinterziehst, um der Gemeinde mehr zu spenden. Sondern ganz im Gegenteil, die Steuern sind vielleicht für uns auch ein ganz guter Übungsprozess, immer wieder festzustellen, Gott sei Dank gehört das Geld nicht mir, sondern Gott, und ich darf es verwalten, weil dann kann er die Steuerrechnung auch bezahlen und er kann auch das Konto nach der Steuerrechnung wieder auffüllen. Und das, was ich jetzt zum Ende noch sagen möchte, ist, das, was wir, glaube ich, aktuell erleben und sehen hier auf der Welt, ist, dass die Instabilität und Unordnung in der Welt sich wieder ziemlich stark ausbreitet. Es wird wieder sichtbarer, wie instabil alles ist, wie sehr wir dankbar sein können, zu wissen, dass Gott für uns gekommen ist. Und was mich manchmal ein bisschen erstaunt, ist, die Bibel sagt uns das ja voraus. Und wir Christen, ich weiß, das ist so ein doofer Spruch, aber ich sage mal, jeder Christ sollte zumindest ab und an mal die Bibel in der Hand halten und vielleicht auch mal drin lesen. Wir Christen, wir wissen doch eigentlich, dass das passiert.
wenn wir die Bibel ernsthaft lesen, dann wird ja deutlich, dass das passieren wird. Und dann passieren Dinge in unserer Welt, wo das sichtbar wird. Und dann überrascht mich das manchmal ein bisschen, wie die Christen so aus allen Wolken fallen. Ja, wie kann das denn jetzt passieren? Das passt doch jetzt überhaupt nicht in meine Vorstellung rein mit dem guten Gott. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann sagt uns die Bibel das ja voraus. Und was ich, als ich bei AVC war, Aktion für verfolgte Christen, immer wieder gesagt habe, wo ich in den Gemeinden unterwegs war, wir Christen müssen uns wieder bewusst machen, dass uns Verfolgung verheißen ist. Es klingt immer so schön im ersten Moment, verheißen. Aber es gibt auch Verheißungen, die nicht unbedingt alle rosig sind. Und uns ist das verheißen. Die Bibel spricht davon, dass das passieren wird. Wir können uns dann Sachen, wo Instabilität und Unordnung durchbrechen, so aus der Bahn werfen, dass wir fast wie von Angst gelähmt sind und nicht mehr wissen, was tun. Dass man Angst haben darf und sich auch mal Sorgen machen darf, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Wenn wir die Psalmen lesen, sehen wir das. David hat oft große Angst gehabt. Aber die Reaktion darauf ist eine ganz andere als das, was wir heute in den Christen sehen. Ja, ich mache mir jetzt so eine großen Sorgen und was soll da nur alles passieren? Und damit ich ja am besten möglichst keine Sorgen verpassen könnte, gucke ich mir auch jeden Tag die Nachrichten an. Weil ich könnte ja irgendwas verpassen, dass in irgendeine Handlung, in irgendeine Reaktion von jemandem ach so Mächtiges auf der Welt, was rein interpretiert werden könnte, dass er vielleicht auf irgendeinen Knopf drückt, auf den er nicht drücken sollte und deswegen mache ich mir doch Sorgen und gehe noch mehr beten und so weiter. Lies doch einfach nicht die Nachrichten. Ich habe was gemacht im Dezember letzten Jahres, hatten wir persönlich, privat eine relativ schwierige Zeit und ich habe dann für mich selber entschieden, ich versuche das jetzt mal bis Ende des Jahres, ich lese einfach keine Nachrichten. Wenn hier irgendein wichtiger Alarm für die Schweiz kommen sollte, dann habe ich größtes Vertrauen, dass der Zivilschutz mich informieren wird und solange wie das nicht eintrifft, und ich hier auf der Welt unterwegs bin, bin ich davon überzeugt, dass Gott die Kontrolle nicht verloren hat. Und als ich im Silvesterabend so nachgedacht habe und gemerkt habe, hey, der Dezember war doch wesentlich entspannter als die Monate davor, habe ich gedacht, naja, es gibt ja gute Vorsätze fürs neue Jahr, können wir gleich mal weitermachen. Und das, was mir dabei aufgefallen ist und was ich immer wieder gemerkt habe, ich spreche manchmal mit Leuten auf der Arbeit oder sonst, wo ich unterwegs bin und dann, ja, hast du schon gelesen, da ist dies und jenes schon wieder passiert und so weiter und so fort. Und ich sitze da total ahnungslos, nö, habe ich nicht. Und dann, ja, musst du unbedingt lesen und so. Und ich habe es dann bewusst nicht gemacht, aber ich bin abends zu Hause gewesen und habe gedacht, Mensch, war ein guter Tag, war total entspannt. Wo ich den nächsten Tag die gleiche Person wieder treffe. Oh, ich konnte überhaupt nicht schlafen. Das heißt nicht Breaking News, weil das nicht irgendwas bricht. Das bricht ganz schön viel, in dir drinne vielleicht. Breaking News. Und was ist unsere Reaktion oder was sollte unsere Reaktion auf diese ganzen Geschehnisse sein? Das sehen wir auch ganz klar bei David. Er hat sich viel, viel mehr auf Gott konzentriert. Er ist ins Gebet gegangen, er ist in Lobpreis gegangen. Er hat Gott gesucht. Und zwar richtig gesucht. Und ich will dir überhaupt keinen Vorwurf oder sonst irgendwas machen, aber ich bin davon überzeugt, dass 90% der Leute, die hier sitzen, wenn sie ihre Zeit verwenden würden, wo sie jetzt Nachrichten lesen, anstattdessen die Bibel lesen würden wahrscheinlich 90% der Leute hier die Bibel Ende des Jahres durchhaben. Und das Schöne ist, in Kapitel 13 sagt Paulus dazu auch noch was. Schon vor fast 2000 Jahren
ab Vers 12 sagt er, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Praktisches, was jeder von uns mitnehmen kann und mit nach Hause nehmen kann, auch für die nächsten Tage und hoffentlich auch Wochen. Lasst uns mehr Gott im Alltag erwarten. Vielleicht da, wo du unterwegs bist, dass Gott zu dir spricht, vielleicht auch ganz einfach, dass wir wieder mehr diese Erwartung haben, hey, die Dinge, die Gott dort prophezeit hat in der Bibel und verheißen hat, die treffen ein. Also bleibe ich nicht da stehen, sondern ich denke einen Schritt weiter. Also, Gott ist bald vor der Tür. Und das ist doch was, wo wir Christen zumindest wirklich uns drauf freuen können. Jesus kommt nicht irgendwann, endlich, hoffentlich mal wieder, sondern die Zeichen zeigen uns, hey, das steht vor der Tür, preis den Herrn. So, die Band darf schon mal auf die Bühne kommen. Ich will zum Schluss noch einmal kurz die 4 Punkte von heute zusammenfassen. Der erste Punkt ist, wir als Christen, als Gemeinde, wir gehören zusammen. Und die Plattform, zum Beispiel die Bühne, ist nicht wichtiger als eine andere, wie zum Beispiel die Küche, wo dich keiner sieht. Die Plattform ist unwichtig. Das Zweite ist, die Liebe muss uns zusammenhalten. Eine weitere Spaltung, wie in der Gesellschaft sichtbar, ist für die Gemeinde Jesu keine Option. Das Dritte ist, wir sind zuerst Gott, dem Gehorsam verpflichtet und danach der Regierung. Und das Vierte ist, lass uns wieder mehr erwarten, dass Jesus hereinbricht und kommen wird. Die Geschehnisse dieser Welt machen uns keine Angst, sondern stärken unsere Vorfreude auf den Tag, an dem wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen und ihn in aller Pracht und Herrlichkeit anbeten werden. Und weil der Tag heute noch nicht so weit ist und wir uns darauf freuen, machen wir das jetzt trotzdem nochmal.